Servus und Habitäre zu einer neuen Folge, wie man. Geil. Zwei Tage Friday Nights Festival und ich kann nicht mehr reden. Servus und Habitäre zum. Okay, wie geil ist. Der Podcast heißt Viva la Movie. Ja, richtig. Servus und Habitäre zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Wir reden heute über den Film 30 Days of Night und es ist gleichzeitig eine Folge aus unserer Rubrik Movie Virgins, weil der Corby, der mit dabei ist, Servus Corby. Ja, hallo. Der hat den Film zum ersten Mal gesehen und wir reden da jetzt drüber. Ich bin der Mike, darf man nicht vergessen, weil der Esel nennt sie immer zuerst und das mache ich diesmal nicht. Corby, was sagst du zu 30 Days of Night? Ja, also ich muss sagen, ich habe nicht genau gewusst, was mir da erwartet, aber wie die letzten paar Male schon, wenn ihr Filme gepitcht habt, dann gefällt mir das meistens, wie bei Cabin Fever. Da war ich dann ganz überrascht, als ihr dann gesagt habt, das ist nicht so Eiers. Und jetzt bin ich gespannt, was du dann sagst zu 30 Days of Night, weil ich habe wirklich ganz, ganz viel Spaß gehabt. Ich habe den Film davor noch nie irgendwie am Schirm gehabt, null. Und wenn es dem einen oder anderen von euch also geht, dann ist es da auf jeden Fall schon mal vorweg eine große Empfehlung. Es geht um Vampire in Alaska, um die kleine Stadt Barrow, wo es zu einer Jahreszeit ist, wo die Sonne 30 Tage weg ist und die meisten Bewohner aus dieser kleinen Stadt, die verpissen sie, weil die halt sich denken, okay, ich brauche mal Vitamin D und da kennen aber dann Kreaturen, die sie denken, nein, ich greife jetzt heute hier diese kleine Stadt dann an und saug alle übrigen aus, die da nur sind. Das ist ja schon mal das Geile. Diese Idee an sich, dass man sagt, man nutzt diese 30 Tage Polarnacht aus und haut da Monster rein, die gegen Sonnenlicht allergisch sind. Das ist ja der Pitch ist allein schon super. Da ich sage, ja, cool, macht's was draus und jetzt bin ich gespannt. Und diese kleine Siedlung, das Barrow, das wird dann überrannt und so. Und ja, cool, einfach cool. Ich möchte fast behaupten, dass 30 Days of Night einer von meinen liebsten Arktis- und Eisfilme nach The Thing ist. Ich war kurz schockiert, als du das gesagt hast, weil ich mir gedacht habe, Alter, was ist mit dem Thing? Aber es ist echt krass. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn im Kino gesehen damals und ich glaube, dann noch mal mit meiner Freundin, aber das muss auch schon locker 17 Jahre her sein. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal wieder gesehen seitdem und ich war wirklich überrascht, wie toll dieser Film nach wie vor funktioniert. Weil er wirklich so viel mit praktischen Effekte Arbeit wirklich on Set draht worden ist. Ein paar CGI-Geschichten hat er drin. Gut, auch für die Zeit finde ich okay und es ist ja nicht überbordend. Dafür kann ich auch noch voll krass mit praktischen Effekte punkten, die wirklich extrem geil gemacht worden sind. Der Film altert meiner Meinung nach sehr gut, weil er halt einfach, ja, es ist ein richtiger Film einfach. Das war noch so eine Zeit, wo man gesagt hat, hey, das macht mir jetzt alles richtig und nicht alles hinter Greenscreen und nicht mit alles mit CGI und so. Und ja, cool, ein richtig geiles Feeling bringt der rüber. Außer am Anfang, wo die Hunde sterben. Das fand ich nicht so geil. Das muss man fast, glaube ich, in jeden Arktis-Film bringen, dass man die Hunde erst einmal wegmacht. Das hat ja The Thing auch gemacht. Aber Huskies sind so süß. Ja, das gehört einfach zum guten Ton. Und vor allem das Geile ist ja, das Tempo von dem Film. Der geht los, der haut diese Prämisse raus, es ist schon am Finsterwerden, alle verpissen sie, es werden die Leute eingeführt, sehr sympathisch eingeführt, also wirklich, man erfährt das Nötigste, was man braucht, dass man mit den Leuten connecten kann. Dann geht's eigentlich schon los. Dann kommt der Vorbote von den Vampire. Ben Foster kommt quasi in die Stadt als Vorbote von den Vampire und macht einen richtig asozialen Eindruck, macht er voll geil. Kündigt dann das quasi schon, macht ein bisschen eine Foreshadowing, dass man weiß, was jetzt dann da bald auf die Einwohner von Barrow zukommt. Und das macht er schon mal super. Also, wenn auch noch nicht die Action mords überbordend ist, es brodelt schon. Du spannst, irgendwas stimmt nicht und jetzt passiert was. Und ja, und du freust dich dann auf das, was dann noch kommen wird. Ja, und da kommt ziemlich viel. Und ich bin mir dann nicht ganz sicher, wie die das immer machen, ob die da wirklich eine Kleinstadt aufgebaut haben, aber das scheint eigentlich fast schon so. Also die Sets, die da sind, da kommt mir sehr wenig animiert vor und das schaut bombengeil aus und die metzeln sie halt dann da durch den ganzen Film durch diese Kleinstadt. Also nicht nur die Menschen leiden, sondern auch die Gebäude und alles drumherum. Ja.
Das kann schon sein, dass das nicht alles wirklich begehbar ist und so, aber wir haben ja bei Maxine gesehen, wie das Psycho-Haus quasi aufgebaut ist. Wahrscheinlich haben das wirklich diese Buden, sage ich jetzt einmal. Und, aber allein schon, dass man sich da einfach die Mühe macht, zieht das so durch. Wie gesagt, wir haben es auch gesehen bei Herr der Ringe oder Harry Potter, alles was an Setdraht ist, das wirkt, das kennst du und das wirkt ja meiner Meinung nach total auf die Atmosphäre aus. Wer ganz stark dazu hilft, ist der Josh Hartnett, Richtig. Der da die Hauptrolle spielen darf. Der Typ, keine Ahnung, wie der geheißen hat, unwichtiger Hauptcharakter 1. Name hier einfügen. Und seine Nochfrau, die gespielt wird von Melissa George, die ziemlich hübsch ist und sie da zusammen mit ihm durch den Vampir-Wust kämpft. Ja. Und wo wir gerade bei den Vampire sind, dieser Obervampir, der Danny Hudson, der macht das so geil. Das ist so eine Figur, so ein Gesicht, so ein Charaktergesicht, der passt perfekt als Bösewicht. Allgemein sind diese Vampire vom Gesichtsmassig sehr charakteristisch gecastet, also die schauen wirklich sehr markant aus, die Leute. Und ich wüsste nicht, also Danny Hudson in einem Film als den Guten oder als den Good Guy Protagonisten oder so kann ich mir nicht vorstellen. Der Typ passt immer perfekt als der Bösewicht. Und das macht er als Anführer von den Vampire, macht er voll geil. Was du jetzt gerade schon gesagt hast, so markant. Also die Freundin von ihm in dem Film, also die Vampir-Frau, Freundin, whatever. Fuck, ey, wie schaut die aus? Also die hat so ein ganz komisches Gesicht, als wenn sie Alien war oder so. Ich glaube, dass sie mit CGI ein wenig nachgeholfen haben an die Gesichter, weil da ist der Blatter, die Vampir dabei. Und da denken wir dann, ja, weil der so krass die Augen so steh hat, dass du sagst, ja, okay, das kann jetzt mit CGI ein wenig nachgeholfen worden sein. Aber tragt halt auch voll krass dazu der Bedrohlichkeit von die Vampire bei, weil man halt einfach das Menschliche kennt man eher noch ab, so wie er sich auch bewegen und so total animalisch, ganz weit weg von dem Gentleman-Vampir à la Christopher Lee oder sowas. Wir sind da bei richtige Tiere, richtige Viecher, die wo im Rudel jagen und so. Ja, Wahnsinn. Mit einer eigenen Sprache. Also man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was sind die Beweggründe von den Vampiren. Und ja, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber das wird auch nicht so recht aufgeklärt. Ja. Das Ganze basiert ja auf einem Comic. Hast du den gelesen? Den habe ich gelesen und den habe ich auch noch daheim. Der ist vom Steve Niles ist der und er ist verdammt nah am Film. Also das ist fast wieder, wenn das da wie sagt man da, die Zeichnungen, die Storyboard, wie wenn der Comic das Storyboard war zum Film. Und auch die Zeichnungen sind da auch voll geil, sehr atmosphärisch auch. Ist wirklich, wenn man in die Aufzählungen von den besten Comic-Verfilmungen zählt man leider 30 Days of Night zu wenig oft auf, weil der nämlich so gut wie alles richtig macht, möchte ich behaupten. Wie schon gesagt, ich habe den auch davor nie am Schirm gehabt. Da gibt es ja Sequels dazu, oder? Da gibt's, jetzt weiß ich nicht genau, wie das ist, schießt's mit da gibt's ein Sequel, das war eigentlich einmal ein Webisode. Ich glaube, das waren ein paar Folgen, so ein paar 10-Minuten-Folgen oder so, und zusammengeschnitten ergeben es dann einen 1,5-Stunden-Film. Dark Days, glaube ich, heißt der oder sowas. Oder Blood Trails, oder? Dark Days haben wir auch mit da. Sequel ist Dark Days und Blood Trails ist die Miniserie. Sowas. Genau. Also, wir haben das Sequel quasi Dark Days von 2010 und dann haben wir noch so eine Miniserie, Fortsetzung Blood Trails von 2007, genau. Und dann noch eine Miniserie Dust to Dust in 2008. Da muss ich aber leider sagen, habe ich nur diesen Dark Days noch gesehen und der war dann schon in der Direct-to-Video-Hölle. Ist der dann schon rausgekommen mit miesem CGI und durchwachsene Darsteller und ja, mit dem zu der Zeit, wo es irgendwie anscheinend gesagt haben, wir müssen übrigens ein Sequel rausbringen. Das gibt nicht mehr im Kino, aber wir müssen uns machen. Bestes Beispiel dann an Mirrors, wo der erste Teil vom Alexandre Aja wirklich super war und dann den zweiten, den hat es unbedingt noch braucht, den hat sich dann auch keiner mehr angeschaut, weil er halt einfach mies sauber. Wenn jetzt da schon in Richtung Budget und Boxoffice Look Take a look. Budget haben wir da 30 Millionen und das spricht eigentlich dann schon dafür, dass das wahrscheinlich ja eine echte Kleinstadt war, die dann da aufgebaut worden ist. Und Box Office 75 Millionen. Ich glaube, zu der Zeit, wo der Film rausgekommen ist, 2007, war das Einspielergebnis okay. Da müssen wir jetzt wieder schauen, was das inflationsbereinigt ist, aber keine Ahnung. Googelt es selber von mir aus, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, ich hätte gern Code, dass er noch mehr Leute ins Kino lockt, weil vielleicht war dann auch die Sequels mit wegen mehr Qualität und Liebe behandelt worden. Aber jetzt ist es wieder so, wie es ist, ne?
Über den Regisseur haben wir auch noch gar nicht geredet. Ja. Der gute David Slade. Ja, oder auch wie andere Leute sagen, der hat einen David Slade. Ah. Der hat eine sehr, sehr bewegte Vita, möchte ich fast behaupten, weil der hat halt beim Twilight-Film Eclipse bis zum Abendrot, jetzt weiß ich gar nicht, was das für ein Teil ist, keine Ahnung. Das ist der erste. Ist das der erste? Ich glaube schon. Da war das der, wo gar nicht so schlecht war. Den ersten, den hat man schauen können, der hat mir sogar gefallen. Das Beste an Twilight ist eigentlich immer nur ihr Vater. Okay. Der South Park hast du ja schon mal gesehen, oder? Ja, ist lang her. Und der Vater von Twilight erinnert mich immer an den Randy. Der schaut aus wie der Randy, wie der Vater vom Stan aus South Park. Jetzt für viele von euch, die wahrscheinlich größte Twilight-Fan waren, bricht gerade die Welt zusammen, weil ihr sagt, fuck, der hat recht. Welt zerstört. Das ist das Einzige, was ich an Twilight gut finde. Okay. Na, also den ersten Film, den kann ich wirklich, ist jetzt cool, dass wir vorhin über einen richtig harten Vampir, Horror- und Splatterfilm reden. Oder harter Horrorfilm mit Splatter-Einlagen, weil direkt als Splatterfilm da nicht bezeichnen. Und jetzt haben wir bei Twilight, bei den leuchtenden Glitzervampire, Team Jacob und Team, wie heißt der? Das hab ich halt. Und er hat auch Hard Candy gemacht, der war auch sehr geil. Und der letzte Film, Dark Harvest, der steht seit ewiger Zeit auf meiner Watchlist. Der ist irgendwo bei Amazon Prime drin oder so. Aber den haben wir bis jetzt leider noch nicht geschafft. Aber vielleicht schafft man es bald einmal. Aber der Typ hat auf jeden Fall schon einen coolen Geschmack, weil wenn man auch da so schaut, wo er serientechnisch unterwegs war, der war anscheinend auch hauptverantwortlich für Hannibal. Breaking Bad hat er ein paar Folgen gemacht, Black Mirror. Die Bandersnatch-Folge sogar. Die war stark. Ja, also der Typ hat schon eine verdammt gute Vita und 30 Days of Night ist da jetzt definitiv einer meiner kleinen Highlights. Auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, Cabin Fever hat mir ja schon gut gefallen. Und 30 Days of Night, also ich freue mich schon auf den nächsten Vorschlag, den sie dann bringt. Ja, sehr schön. Wir werden uns bemühen, dass wir mal wieder so Perlen da raussuchen. Sehr geil. Sollen wir dann schon mit zum Fazit darüber schauen oder hast du noch irgendwas, über das du gern reden darfst? Mit dir rede ich immer so gern über alles Mögliche, aber ich hab nichts. Ja, aber es ist halt einfach, wie der Film so ist, er ist straight außer schnörkellos und Ding und schaut's euch auf jeden Fall an. Also es ist von unserer Seite her volle Empfehlung. Jetzt auch vor Halloween, weiß nicht, ob die Folge jetzt noch rauskommt zu Halloween, keine Ahnung, scheiß der Hund drauf. Aber wahrscheinlich schon, gell? Ja, das schaffen wir. Und den könnt ihr euch dann auf jeden Fall auf die Watchlist schreiben, weil da habt ihr bestimmt eine geile Zeit mit dem. Definitiv. Ich glaube zwar, er war aber nicht bei Prime drin, also hat man kaufen müssen. Aber Corby, da gibt's selbst, das heißt Blu-ray. Sowas kann man sich bei Amazon ganz leicht holen und sieht das schicker los. Die kommt am nächsten Tag, teilweise sogar am selben Tag, wenn du es richtig geil anstellst, wenn der Amazon-Lager 20 Meter weg ist. Jetzt oder so. Schon Werbung für Amazon, nur dass man Geld Ja, geh Amazon, vielleicht hören sie es, vielleicht sagen sie, hey. Ja, cool. Ich weiß das, aber ich kaufe mir halt nicht einen Film, wenn ich ihn vorher noch nicht gesehen habe. Das ist eigentlich total bescheuert. Okay, weiter, was ist denn los? Tatsächlich ist das eine bescheuerte Argumentation. Aber ich habe auch keinen Platz. Das ist Argumentation, das lassen wir eingehen. Gut, Fazit. Ja. Soll ich einfach mal anfangen? Fang an, Corby, bitte. Weil wir vorhin, jetzt, während wir darüber geredet haben, da wollte ich erst als Highlight das Ende nehmen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, nein, ich nehme was anderes. Und zwar die Dynamik der Figuren, die da immer wieder dann eingeführt werden und halt dann relativ schnell vielleicht dann auch wieder verschwinden. Aber das ist halt meiner Meinung nach Satan, dass wenn man gerade im Horrorfilm einen Hauptcharakter hat, dass man mal von dem weggeht. Und 30 Days of Night macht es charmant. Und das finde ich richtig cool, weil dann gibt der Film auch sehr kurzweilig vor, weil halt du immer wieder diese unterschiedlichen Geschichten dann kurz hast. Und das habe ich sehr, sehr, sehr geil gefunden. Flop ist, naja, manche Darstellungen von den Vampiren, aber das ist jetzt wirklich ein schwaches negatives Bild, das ich weil du dir das uns auferlegt hast, dass wir was sagen, jetzt musst du irgendwas aus den Fingern sagen, gib's halt einfach zu. Ja, also manche Vampire haben mir dann gedacht, okay, wenn ihr schon die eine Freundin da so geil dargestellt habt, hätte ich mir das vielleicht von den anderen auch gewünscht. Und ansonsten ist natürlich ein großer Flop, dass da Hunde sterben. Okay, das lassen wir eingehen. Ja. Ich finde es sehr toll, ich finde die Effekte sehr toll. Also das ist wirklich auch diese eine Enthauptung da bei dieser bei dem Häcksler zum Beispiel, das war Wahnsinn. Der Film traut sich ja richtig was effekttechnisch, ich sag nur mit tote Kinder.
Ist auch sehr mutig und ja, die Atmosphäre. Ich liebe dieses Eissetting, wir haben am Anfang schon gesagt, das mag ich. Also das ist Apps, wo ich sage, ja, das nimmt mich mit und diese Abgeschiedenheit und so und das, ja, da bin ich voll dabei. Bei diese, wie du schon gesagt hast, bei den tollen Figuren und so, ja, das mag ich. Mein Flop ist, dass ich selten ein Gefühl kriege für die Zeit. Da ist dann oft so, sie blenden zwar hin und wieder, blenden es ein, 6 Tage, 10 Tage, 12 Tage oder sowas, aber da gibt's da eine Stelle, da haben sie da treffen, dass sie zuerst haben sie in der Polizeistation, glaube ich, oder in der Bar oder sowas. In der Bar, dann sind sie am Dachboden. Genau, vor allem sind sie am Dachboden. Das heißt, sind sie am Dachboden aber zu zweit oder zu dritt, weil sie vor die Vampire flüchten, ne? Und dann, nächste Szene, haben sie aber dann auf einmal auf dem Dachboden einen Haufen Leute. Wo ich sage, ja, das ist ja jetzt zeitlich, habe ich jetzt ein wenig so ein ja, ich habe kein Gefühl für Zeit in dem Film. Obwohl es das mit die Tage da eben einblenden, aber ich habe kein Gefühl für die Zeit in dem Film. Und das nächste ist, auch für die Personen habe ich sehr wenig von die Menge von die Vampire zum Beispiel. Manchmal sind es dann gerade im Battle sexy, dann siehst du aber bei dieser wo die Sparrow so richtig ausrotten bei dieser Kamerafahrt, sehr tollen Kamerafahrt über die Häuser, wo man dann sagt, die müssen mindestens, weiß ich nicht, 15, 20 Vampire sein, dann sind es wieder weniger und so. Also da fällt es mir ein wenig am Gefühl für Masse und Zeit, aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich dann sage, ja, ist halt jetzt einfach so, das ist halt vielleicht auch so ein Stilmittel vom Regisseur selber, der sagt, hey, irgendwann verschwimmt die Zeit, wenn du so lange warten musst, die verstecken musst, das soll es jetzt am Zuschauer genauso gehen wie die Figuren und Ding, aber das ist selbst das, habe ich noch gewusst im Kino, dass ich mir das ein wenig durcheinander gebracht habe, dass ich mir gesagt habe, ja, jetzt haben sie von mir mehrere Leute und jetzt haben sie von mir da und hin und her, dass er da so sprunghaft ist, aber wie gesagt, das ist alles Nörgeln auf hohem Niveau, alles andere ist wirklich wie aus einem Guss. Du hast auf jeden Fall recht. Jetzt, wo du es gesagt hast, da habe ich mir dann auch irgendwann ab der Hälfte vom Film gedacht, wieso hast du jetzt eigentlich 30 Days of Night? Also, beziehungsweise. Wenn sie alles in einer Nacht abspielen. Ja, genau. Ich genau. habe mir gedacht, es kann ja nicht sein, dass die Vampire das nicht schaffen, dass die alles in einer Nacht erledigen. Ja. Aber ja, es ist halt eine sehr, sehr lange Nacht. Ja. Gut, dann haben wir noch unseren Triple Threat. Ja, genau. Haben wir tote Hunde? Ja. Tote Tiere allgemein. Also. Die schlimmsten toten Tiere, die es überhaupt gibt. Ja. Trompeten haben wir nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Nein. Und was bin ich blöd. Titten. Titten haben wir keine und Trompeten haben wir auch keine. Also, naja, durchwachsen. Wir haben noch tote Kinder. Tote Kinder waren noch so ein Special-Ding. Tote Kinder-Boost. Der darf sich noch ein Sterndal hinpicken. Weil er es so gut gemacht hat. Ich Herz, wir haben an dem Friday Nights Film Festival und ich rede schon ein bisschen wie der Österreicher. Ich bin schon wieder heim. Ja. Ich nicht. Ich brauche von Haus aus immer schon ein bisschen, bis ich im Bayerisch wieder drin bin. Weil ich immer wieder ins Hochdeutsche, warum auch immer. Ja, du bist halt unser Businessman und ich bin der Bauer. Ganz einfach. So. Ich hab nicht gewusst, dass es eine Rollenverteilung gibt. Jo, voll. Deswegen hat es geheißen im Pride Nights, wir sind mal wieder Boyband und jeder hat so seine Aufgaben und Bezeichnungen. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, dass wir wie eine Boyband sind. Ja, und dann schreibt es bitte, zu wem von uns, was für eine Typenbezeichnung am besten passt. Genau, was haben wir gehört? Schönling, dann wer ist der Leader, Genau. wer ist praktisch der Rebell. Genau. Gut, das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Ja, und was gibt's sonst? Ja, aber unser Rebell meint aber, er ist der Leader, also das verschwimmt ein bisschen. Und der Schönling. Der da wahrscheinlich jetzt da sitzen und sagen, wir sind keine Boyband. Ja, genau, richtig. Ja, gut. Und was uns natürlich auch noch interessiert, kennt ihr 30 Days of Night? Und wenn ja, was sagt ihr zu dem Streifen? Weil ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Oder, naja, was heißt immer überrascht? Es klingt immer so, als da die eigentlich nicht vertrauen, wenn sie irgendwas vorschlagt. Aber nein, ich habe echt eine geile Zeit gehabt und ich, wie schon gesagt, freue mich schon auf das nächste. Und ihr schreibt es gefälligst in die Kommentare. Macht's mal was, wenn es schon zuhört. Unbedingt. Ja, sonst, was darf uns noch machen? Ja, wie gesagt, überall uns folgen bitte in die sozialen Netzwerke. YouTube ganz wichtig. Lasst von mir aus auch den Podcast laufen. Und das müsst ihr euch das auch nicht anhören. Lasst es einfach laufen, stellt da haben alle Laptops, alle Subs und Handys, lasst es laufen. Es gibt Klicks und Zahlen und Zeit und alles braucht man. Und genau, dort einfach mal ein bisschen was für uns. Wir tun mal alles, was wir können für euch. Also gibt uns halt mal ein bisschen was zurück. Fix. Einmal, Mann. Ja, wenigstens einmal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und Habidere.
Oder wir sagen der beste Podcast von Barrow, oder? Oder von der Alaska? Von Alaska und wir lieben Huskies. Wir dachten mal einen Film machen, der in Alaska spielt und keine Huskies müssen sterben. Oder wir sagen der umnachtetste Podcast der Welt. Also, Schluss jetzt. Servus und Habidere. Adieu.